Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, der beste bayerische Podcast der Welt. Mit dabei ist heute der Kani. Servus. Und ich, der Corby. Und der Mike hat zu uns gesagt, na, über den Film möchte er nicht reden, er hat ihn noch nicht so ganz verstanden. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist nämlich schon der 4. Film der Reihe. Und der Kani sagt uns jetzt, was wir uns denn angeschaut haben und um was es denn da geht. Wir haben uns Godzilla vs. Kong angeschaut. Und es ist ja ganz gut, dass der Mike nicht mitmacht, weil jetzt ist es fast bei dem Podcast so wie beim Film, weil unsere Namen mit den gleichen Anfangsbuchstaben losgeben. Gorbinian vs. Kani. Und Was? Das ist Kani vs. Corby. Ach so, nein, das ist falsch. Ach so. Aber es ist mir klar gewesen, dass du das nicht weißt. Ja, unsere Podcast-Hörer denken sich jetzt schon fix, wieso höre ich das eigentlich? Ja, genau, aber ich glaube, das denken sie sich wieder. Aber wir sind wie ein Autounfall, man kann nicht aufhören, man muss immer hinkaufen. Ja, oder wie Drogen. Da kann man auch nicht aufhören. Bei manchen nicht, ne? Schwarz zumindest. Ja, vor allem wenn es das schlechte Heroin aus Landshut erwischt, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast. Na, warum? Drogentote nach schlechten Heroin in Landshut. Dann denke ich mir so, hä? Schlechtes Heroin? Gibt's gutes Heroin auch? Wo ist das bitte? Asking for a friend. Da bashen sie mal wieder die ganze Qualität der Drogenwelt in Landshut. Verdammt. Unglaublich. Aber wurscht. Zurück zum Thema. Wir haben uns Godzilla vs. Kong angeschaut. Ich habe ihn vor dem Kinostart schon mal gesehen. Aber auf Englisch und ich bin ja blöd und verstehe Englisch nicht, darum bin ich jetzt ganz froh, dass ich ja die Story kapiere, aber die ist ja fast nicht vorhanden bei dem Film, weil es geht diesmal um das Essentielle, was man von diesem Film erwartet, dass sie zwei große Monsterpfosten vollhauen. Und Godzilla vs. Kong gibt mir genau das. Der Kong wird von Skull Island wegtransportiert, weil der Godzilla die ganze Zeit am Rall dreht und überall schwimmt er mal raus und haut einfach alles zusammen und keiner weiß eigentlich, warum er so spinnt. Vor 5 Jahren, als die Geschichte von King of Monsters gespielt hat, war er noch der große Held und Retter der Menschheit und jetzt ist er anscheinend, denkt er sich so, ach, scheiß Menschheit, die verraten mich doch. Darum holen sie sich einen Kong zur Hilfe, dass die zwar mal ordentlich kämpfen. Das ist dann, also es ist völlig abgespaced diesmal mit dieser... Was? Nein, die sollen nicht gegeneinander kämpfen. Fall ist, wenn sie am Anfang gegeneinander kämpfen. Sie brauchen zwei, also beziehungsweise einen, der einen Godzilla aufhalten kann und das ist der Kong. Die wollen den Kong aber in seine wahre Heimat bringen, um herauszufinden, was eigentlich los ist. Die sollen nicht gegeneinander kämpfen. Das ist nicht die Intention von den lieben menschlichen Charakteren, die da umeinander laufen. Bist du sicher? Mhm. Ich hätte die ganze Zeit gemeint, die sollen gegeneinander kämpfen. Also ich glaube, dir sollte das nur mal etwa nicht nur auf Englisch und auf Deutsch sagen, sondern nur mal nach jeder Szene erklären. Vielleicht nur mal auf Kantonesisch. Ja, also jetzt pass mal auf, Kani. Deswegen macht der Kong das. Okay, sie wollen dann seine Heimat finden, aber trotzdem sollen sie kämpfen. Lass mich in Ruhe. Genau, dann sind wir schon bei dem Thema Heimat. Da geht es nämlich dann um dieses Abgespaced, was ich gesagt habe, diese hohle Erden-Theorie, die glaube ich war ja schon im King of Monsters die ganze Zeit angesprochen. Und die wird da jetzt halt richtig ausgebaut und dann gibt's da halt lauter so Tunnel, die zum Mittelpunkt der Erde fahren und das ist dann so die Welt zweiseitig praktisch. Da gibt's oben und unten eine Welt. Und da kommt der Kong ursprünglich her, da kommen die ganzen Titanen kommen aus diesem Bereich her. Am Ende geht's halt dann darum, dass der Godzilla wieder mal am Ralldraht ist in Hongkong, glaube ich, gewesen. Und ja. Genau, da dreht er wieder durch und merkt aber auch, dass unter ihm in der Hollow Earth der Kong umeinander wammelt. Dann lasert er erstmal sauberes Loch rein, dass der rauf kann. Und dann ist eigentlich schon alles erzählt. Dann schlagen sie sich Pfosten rein, dann gibt's noch einen Überraschungsbesuch, schlagen sie sich noch mit Pfosten rein und dann ist der Film gut. Also eigentlich alles, was man sehen wollte. Ja, also wie gesagt, er gibt genau das, was wir brauchen und er macht's wesentlich besser, als es King of Monsters gemacht hat, weil der Corby und ich, wir haben das ja, glaube ich, es war beides so ein Dorn in unsere Augen, dass diese Menschen aus King of Monsters so viel Präsenz gehabt haben und man hat versucht, dass man die irgendwie gut darstellt oder gut schreibt, aber es hat halt null funktioniert, die waren durch die Bank beschissen, scheiße gespielt, scheiß Dialoge, alles behindert. Und jetzt bei Godzilla vs. Kong ist es genauso, wie es sein soll. Die sind dabei, nerven nicht großartig, weil es halt wirklich nur Randerscheinungen sind. Hauptfiguren sind der Godzilla und der Kong, die nicht gegeneinander kämpfen sollen anscheinend, das habe ich nicht kapiert. Aber sie kämpfen auf alle Fälle nur gegeneinander und das macht richtig Laune.
Ich weiß schon, es ist ein bisschen gemein, weil der Titel ja Godzilla vs. Kong lautet. Da kann man sich schon mal verleiten lassen dazu, dass man das ein bisschen missversteht. Ja, ich weiß schon, das ist irreführende Werbung. Das ist wie die Weiber auf Tinder, die ein Beutel vom Gesicht rein dann und dann fasst und dann hast du einen Höhlentroll vor dir. Ja, also sag mal, was machst denn du auf Tinder? Ach, das ist lang her. Auch diese Erfahrung habe ich nämlich wieder bleiben lassen. So ein Scheißding ist das. Unglaublich. Eigentlich hätte ich so sagen sollen, weil es gemein ist, aber wurscht. Also, du hast auf jeden Fall recht, bei Godzilla 2, also King of Monsters, war das tatsächlich ein bisschen übel, dass eigentlich jedes Mal, wenn es richtig geil geworden war und sie die Monster da kloppen, schaut man einfach mal um und sagt dann wieder, wie die Menschen dann ganz schockiert dann da reinschauen und dann wieder etwas sagt, oh, Godzilla, dann stirbt der Godzilla fast wieder, das sieht man natürlich, weil das ist ja wieder wichtig, dann kloppen sie wieder, da schaut man wieder weg. Also das war ja gerade beim Finale total furchtbar, als dann der Ghidorah gegen einen Godzilla kämpft, ja, wo man dann eher nur die Viers von einer sieht, weil das ist ja wichtig, weil als Mensch sieht man auch nicht mehr als die Viers, anstatt dass man auf die Totale drauf geht und dem Kinobesucher das gibt, was er gerne sehen will. Die Idioten, die im Finalkampf die ganze Zeit zwischen die Viers vorher umeinander gelaufen sind, wir hau doch ab jetzt, so ein Scheiß. Warum steigt denn keiner vor euch 2 Fettsäcke mehr auf die scheiß Menschen unten drauf? Und bei Godzilla vs. Kong haben sie es genau richtig gemacht. Sie sind praktisch diesen Schritt zurückgegangen, also wirklich Abstand von den Menschen. Also das kann ich vollkommen verstehen. Sagt die 2 ikonischsten Monster, die in dieser Reihe aufgebaut worden sind. Also, ich meine, was heißt ikonisch? Das ist ja eh klar, wenn 2 Filme Godzilla heißen und einer Kong. Sie sind aber deswegen ikonisch, weil die Story, die davor aufgebaut worden ist, jetzt genau zu diesem Höhepunkt führt. Godzilla ist einfach in den letzten 2 Filmen immer sympathischer geworden. Hat ja die Welt zweimal schon gerettet und hat sich ja dann als der König der Monster herausgestellt. Und der Kong hat in seinem Debüt von dem Monsterverse, das ja in die 70er spielt, eigentlich auch einen richtig geilen Auftritt hingelegt. Also es war ein Film, der sowohl den Charakter vom Kong gut rübergebracht hat, aber halt auch da sympathische menschliche Charaktere dabei gehabt hat. Mhm. Also ich finde, da ist ziemlich gut ausbalanciert gewesen. Jetzt bei dem Film ist es Gott sei Dank so, weil wir ja 2 sehr coole Monster drin haben, dass die Monster überwiegen und die Menschen sind halt so die Nebenhandlung. Also ich finde, das merkt man ganz stark bei der Millie Bobby Brown, die ja da wirklich nur so einen Nebenstrang immer wieder hat, dass das immer reduziert ist auf relativ kurze Szenen und dann wird gleich wieder umgeschalten zurück zum Kong oder zurück zum Godzilla und das macht den Film sehr unterhaltsam. Wenn man natürlich nichts mit Monstern anfangen kann, dann sollte man dem Film vielleicht ein bisschen fernbleiben. Ja, das stimmt. Das ist, als da immer Fast and Furious anschauen und dann mir aufregen, wenn 2 Autos fahren. Ja, wo sind die Dialoge? Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, ob es dir also gegangen ist, aber ich muss sagen, als ich den Film davor, also vor dem Kino gesehen habe, fand ihn zwar cool und fand auch, er hat mich ziemlich gut unterhalten, aber ich habe keinen Gänsehauteffekt gehabt. Im Kino aber wiederum, obwohl ich den Film schon kannte, habe ich 2-3 Mal einfach während diesen Monsterkämpfen oder während so den Darstellungen, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo dann der Kong in so eine Halle eintritt und dann gibt es erstmal immer wieder die Totale und geht die Kamera um ihn rum. Also da habe ich schon echt Gänsehaut gehabt im Kino. Du hast ein bisschen mehr da im Kino, gibst du? Ich bin neben dir gesessen, ich hab's gemerkt. Jetzt das Gestöhne, da mal weg. Okay. Oh, leck! Ja, das war ziemlich cool. Da ist er, weil du sagst, diese Rundfahrt um Kong, da gibt's jetzt Vergleiche, wo es vermuten, da gibt's zwar keine Bestätigung, aber sie vermuten, dass es ein Hommage an Shrek sein soll, wenn er die erste Einstellung vom Kong ist, weil da steckt er doch auch auf, dann streckt er sich, dann geht er so 4, kratzt sie am Arsch und das ist fast wie bei Shrek, da geht er auf, er steht auf, streckt sie, dann geht er 4, von hinten sieht man, wie sie am Arsch kratzt und dann rumpft er in seinen Dschungel rein. Aber es gibt noch keine Bestätigung, wobei es ganz witzig finden hat, wenn man sie mit dem Film nutzt, dass man Shrek eine kleine Hommage zollt. Wobei ich die Totale gar nicht gemeint habe, sondern die, wo er in der, wie heißt Hollow World, Earth, dann ist in der Ding unten, ja. Genau, in der Halle mit dem Thron. Wo er dann die Hacke kriegt. Ja, genau. Das fand ich richtig geil. Also da habe ich wirklich Gänsehaut dran gehabt. Obercool gewesen, ja.
Und weil du vorher gesagt hast, eben, das finde ich genauso mit der Storyline von der Millie Bobby Brown, die ja die Madison Russell wieder spielt. Das ist, erstens mal ist eine coole Storyline, weil das hat ein bisschen, das ist so kindliches Abenteuer-Ding einfach, dass halt ein paar Kinder irgendwo rumwammeln und da schauen, dass sie auf eine Lösung kommen. Das ist so einfach coole Unterhaltung, die erinnert mich an Filme, die ich als junger Camping gesehen hat. Sowas mag ich immer, vor allem so Kinderabenteuergeschichten, die kannte man ganze Filme auch anschauen, nicht gerade als Nebenstrang, aber in dem Fall wissen sie halt genau, was die Leute sehen wollen, darum bleibt es immer nur so eine kleine Randnotiz. Und cool ist halt auch, dass der Julian Dennison dabei ist, den wir schon aus Deadpool 2 kennen, den kleinen Fetten. Und ich finde, der macht da auch wieder ganz eine lustige, spielt wieder eine ganz lustige Rolle. Und auch der Typ, der Bernie Hayes spielt, Brian Terry, irgendwie so. Das ist ein cooles Trio, die drei. Die machen Spaß zum Zuschauen, finde ich. Du musst nur sagen, was der Charakter von Brian Henry denn produziert. Ach, er produziert ja einen Podcast, aber wie der Bab von der Millie in dem Film sagt, gespielt vom Kyle Chandler, dieser Podcast verstopft dir deinen Kopf mit Schwachsinn. Und da habe ich mich irgendwie an unseren erinnert gefühlt. Ja, weil wir das Gegenteil machen. Also ich meine, ihr hört uns ja, ihr werdet nicht nur schlauer, was die bayerische Sprache betrifft, sondern auch Sympathie, weil ich meine, wie wir miteinander umgehen, ich meine, das ist ja wie ein Herz in deine Seele. Ja, Logo. Und dann erfahrt ihr saugeile Infos über Filme, wie zum Beispiel, dass Godzilla vs. Kong tatsächlich richtig geil ist. Also so, ich muss sagen, jeder, der ins Kino geht und nicht genau weiß, was schauen wir uns denn an, schaut sich Godzilla vs. Kong an. Schaut sich den an. Rumpelt nur eine, das ist ein richtig geiles Kinoerlebnis. Voll gespickt mit coole kleine Hommagen und Anspielungen auf die alte Filme, da kommen wir nur drauf. Und einen richtig coolen Cast, weil wir haben ja noch zweite Gruppen, die rumwammelt. Und da ist der Alexander Skarsgård dabei. Und den Typen liebe ich sowieso. Geiler Affe einfach nur. Allein, wenn ihr mal auf IMDb geht und schaut euch sein Profilbild an, was da drinnen Post haben, wie er auf irgendein Ding steht mit Anzug, aber hat keine Hosen nicht an. muss ich lachen, geiler Typ. Ich kenne ihn auch noch von der Neuverfilmung von The Stand. Da spielt er ja den schwarzen Mann. Genau. Und den verkörpert er richtig geil. Der Charakter jetzt bei Godzilla vs. Kong, der Dr. Nathan Lind, ja, ist ganz okay, aber jetzt nix, wo man jetzt sagt, oh, wenn ich jetzt an die ganzen Godzilla-Filme zurückdenke, ja, das ist dann schon einer der herausstechenden Charaktere. Also sagen wir mal, da hat's der erste Teil natürlich viel besser gemacht, mit dem Bryan Cranston, oder mit dem Schauspieler, wo mir der Name gerade nicht einfällt, vom Kick-Ass. Der Aaron Tyler Johnson, kann es sein? Ja, genau, richtig. Johnson, bist du sicher? Aber Aaron Tyler, glaube ich, so heißt er auf jeden Fall. Das wäre schon passen. Das wäre schon passen, ja. Oder Millie Bobby Brown, also sagen wir mal, die war ja dann doch bei King of the Monsters jemand, der in Erinnerung bleibt. Und bei Kong, ich meine, da hagelt's ja ausschließlich erinnerungswerte Charaktere. Gerade wenn man an John Goodman denkt oder Samuel Jackson. Aber jetzt in dem Film, ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ein passender Cast einfach, der nicht krass, weil er halt auch nicht krass im Vordergrund stehen muss. Und deswegen hat man halt da auf Schauspieler zurückgegriffen, die auch nicht zu bekannt sind. Bis jetzt sage ich mal die Millie Bobby Brown und der Skarsgård. Die kennen schon zu der wesentlich bekannteren Riege, aber der Rest ist noch relativ unbekannt, zumindest für mich. Ich habe noch nicht alle kennt davon, außer die Rebecca Hall, die habe ich mir noch gesehen. Aber ansonsten war für mich der Cast noch relativ unbekannt. Welcher Charakter in dem Film ist denn für die so am herausstechendsten, wo es sagt, also bei dem menschlichen Charakter, da habe ich ja richtig mitgefühlt oder der hat einen richtig guten Job gemacht? Da die wenn dann wahrscheinlich die Kylie Hottel sagen, diese kleine Chia, die Stumme, Taubstumme. Ja. Die fand ich da eigentlich am besten, mit der hast du immer mitgefühlt, die hat das schön rübergebracht. Hat er keinen Dialog? Liegt in der Sache, dass sie halt nicht schmerzen kann. Ja, richtig. Ich glaube, sie ist taubstumm, oder? Ja. Ja. Und die Szenen, die sie hat, da dreht es sich halt meistens um Kong, weil sie ist diejenige, die mit dem Kong kommunizieren kann. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, weil das kommt ja schon im Trailer vor. Mhm. Und da kann ja schon mal gesagt, alles, was im Trailer vorkommt, das darf man sofort spoilern, ohne Spoiler-Alarm. Instant. Dann gibt's ab jetzt einfach Spoiler-Alarms für alles, was wir jetzt noch sagen werden. Und da, ich habe ja bei unserer letzten Folge über das Monsterverse, habe ich ja schon gesagt, ich darf mir ja das mal wünschen, dass vielleicht einmal so ein Prequel gibt, wo man dann auch sieht, wie die Monster halt so früher vielleicht den ersten Kampf gehabt haben oder wie die Welt da früher ausgeschaut hat, weil beim Godzilla hat man ja auch diese eine Tempelstadt gesehen, die versunken war. Und jetzt stell dir mal vor, so ein Film, so ein Prequel, nur mit dem Monster, aber mit taubstummen Menschen.
Hey, Kein dummes Gelaber, yeah. Ja, das muss doch Weltklasse sein. Vor allem vermarktungstechnisch, du sparst ja schon mal die ganzen Synchronstudios. Das Einzige, was du austauschen musst, sind Untertitel. Und wenn du das geschickt machst und ganz wenig Dialoge, dann ist das zum Teil sehr schnell erledigt. Ja, schreib das mal in Warner. Ja. Das ist eine coole Idee. Weil, wissen ja eh noch nicht, wie es weitergeht mit dem Monsterverse, weil ursprünglich war ja das Finale gewesen vom Monsterverse. Jetzt hat aber der trotz Pandemie ja trotzdem über 460 Millionen eingespielt, wo es bei einem Budget zwischen 150 und 200 Millionen ordentlich ist. Und jetzt kämen dann schon die ersten Gerüchte, dass sie natürlich weitermachen wollen, aber sie wissen noch nicht so genau wie. Schreibt doch mal einen Brief, sag, hey, ich weiß, warum fragt mich keiner? Ja, also ich habe ja gesagt, mindestens Baby Godzilla muss noch kommen. Oh, lecker. Und der Godzilla Dropkick, den brauchen wir auch noch. Genau. Und ich wünsche mir ja mein Godzilla Prequel. Ja, und ein paar andere Sachen, die kommen müssten, die sind ja diesmal eh schon ein bisschen gekommen, weil wir haben ja gesehen, wie der Kong mit Hubschrauber umeinander geflogen wird. Ist nicht der erste Hubschraubertransport, der ist früher auch schon mitgeflogen, in einem, oder in 2 Teile schon geflogen und einmal sogar nur mit einem Helikopter, glaube ich, und 4 Luftballons. Aha, okay. Oder coole Moves wie Bamas reißt und einen Godzilla ins Maul reinstopfen. Hat es aber diesmal auch schon eine kleine Hommage dafür gegeben, weil er diesmal das Hacke ins Maul eingerinnt hat. Sollen wir jetzt da schon eine Spoilerwarnung rausholen? Ach nein, das sehen wir uns bis zum Schluss auf, oder? Was denn? Ja, der Twist, wo man auf einmal merkt, was? Ein dritter Gegner? Und dann dumm. Oh, da. Ja, den kannst du, dann hebst du ihn da auf. Okay, ich heb meinen auf. Dann hebst du ihn da auf. Bis nach unserem Outro. Ja, dann machen wir das mit Post-Credit-Scene. Ja, genau. Cool. Bei den Marvel-Episoden, wo es Sinn macht, damals nicht, aber da damals jetzt, oder wie? Hey, verdammt, das ist halt verdammt cool. Das stimmt. Ja, Box-Office-technisch, ich würde es mir wünschen, dass nur ein Teil kommt. Aber jetzt wäre es für die ein guter Abschluss, wenn jetzt kein Teil mehr kommt. Würdest du dann sagen, ja, Monsterverse ist für dich in sich geschlossen und war ein schöner Schluss für den lieben King Kong und für Godzilla? Ja, prinzipiell kannst du es ja fast allweil stehen lassen. Du hättest theoretisch auch nach King of Monsters aufhören können, wenn nicht diese Szene noch gekommen war in die Credits mit dem Kopf vom Ghidorah. Dann hätte der Film, hätte es ja da auch gar sein können und der Godzilla steht als King da. In dem Fall ist es das Gleiche wieder. Du kannst es jetzt gar sein lassen, aber du kannst da einfach 1500 Milliarden Monster, die aus der Hollow Earth rumpen, kommen lassen und dann kämpfen sie halt wieder. Also ich kann mit beidem leben, wobei ich natürlich lieber hätte, dass noch mehr Teile kommen, weil ich das ja geil finde auf der großen Leinwand, wenn sie da die riesigen Monster ordentlich die Hucke vollhauen. Ja, und ich muss sagen, das hat sich ja ganz gut etabliert mit Godzilla, so alle 2-3 Jahre mal im Kino. Ja, und ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Adam Wingard noch mit den nächsten Teil trat, weil ich finde den jetzigen, den Godzilla vs. Kong, ziemlich cool in Szene gesetzt. Geile Kamera-Einstellungen dabei, cooler Sound, immer wieder ein bisschen so leichter Synthi-Sound mit dem Hintergrund. Absolut geile Einstellungen, er war halt auch ein wenig heller, das hat halt auch cool ausgeschaut, vor allem dann die finale Schlacht in Hongkong, das hat halt richtig geil ausgeschaut, alles grell beleuchtet in Neonfarben, fand ich richtig stylisch und halt auch der fette Kampf auf dem Meer. War cool, weil er halt auch am Tag gespielt hat, dass man halt wirklich alles sehen kann. Also der hat das, finde ich, richtig geil umgesetzt. Das ist richtig geile Popcorn-Unterhaltung fürs Kino. Ja. Und er hat halt auch eben diese kleinen, schönen Easter Eggs immer mit versteckt, die man aus alten Godzilla-Filme kennt. Aber nicht gerade Godzilla-Filme, er hat auch Easter Eggs zu Lethal Weapon 2 drinnen. Wir wissen ja mittlerweile, dass sich der Godzilla und der Kong gegenseitig die Hucke vollhauen und da renkt sich der Kong da mal die Schulter aus und dann renkt er sich doch so geil selber ein. Ja. Das ist anscheinend eine Hommage gewesen an den Riggs, der gespielt von Mel Gibson in Lethal Weapon 2, da renkt er sich die Schulter auch mal selber so ein, damit er später nicht, und dann deswegen das sauft er dann später nicht. Finde ich geil, wenn ich mit so einem Monster dann Hommage an Mel Gibson mache. Was wir ihnen sagen damit? Mel Gibson schaut aus wie auf. Da ich nie sagen. Aber auch der Skarsgård, der hat anscheinend eine Lethal Weapon 2 Tasse und ein Shirt an, aber das ist mit japanischem Aufdruck. Da hat er gesagt, das muss er halt dann sagen, weil nicht jeder Japanisch lesen kann. Da steht auch Lethal Weapon 2 drauf, weil das einfach einer von seinen Lieblingsfilmen ist. Mein Gott, wenn man mit seinen persönlichen Sachen da immer wieder am Set auftaucht und dann da durchrutscht, dass man das dann auch noch anhat und dann muss man auch noch eine Tasse rein. Also das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, da musst du wieder so aufzwingen, oder Saudepp. Ja, er hätte ein T-Shirt anhaben können vom besten Podcast der Welt. Das stimmt, ja. Aber da haben wir ja noch keine gemacht. Ah, das ist ja schnell gemacht, wenn er mal anfragt. Das stimmt auch wieder. Hätten wir gleich gemacht. Aber was, weil schon langsam kommen wir in die Richtung vom Finale, wo wir da unsere Spoilerwarnung raushauen.
Dann drum hau ich vorher nochmal ein kleines Wiedersehen raus. Und zwar haben wir den Kiss of Death, ist er genannt, nochmal gesehen. Der coole Final Move vom Godzilla aus dem ersten Teil, wenn er den fetten Moto mit seinem Atomstrahl ins Maul einschießt. Den hätte er ja fast selber kassiert. Und jetzt hat fette Spoilerwarnung. Von wem hätte er den fast kassiert? Vom Mechagodzilla. Mechagodzilla. Geil, oder? Ja, weil tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass diese Sidequest, sag ich jetzt mal, von der Millie Bobby Brown tatsächlich dazu führt, dass die bösen Machenschaften auf die Spur den Satz muss ich nur mal wiederholen. Dazu führt, dass sie einer bösen Organisation auf die Spur folgen. Verdammt. Auf die Schliche kommt. Auf die Schliche kommt, danke. Jetzt. Du bist so klug, weißt du das? K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug, ja. Und zwar, die finden dann die Quelle des Bösen, und zwar Mechagodzilla ist erschaffen worden von einer Firma, die das Ziel hat, einen eigenen Alpha zu haben. Also Alphas sind ja die mächtigsten Monster, die es gibt, also der Godzilla und der King Kong. Und der hat sich gedacht, nee, die Menschheit ist immer nur das Mächtigste, was es gibt. Deswegen baut die Menschheit einen ziemlich bösen, kranken Roboter. Und das Gehirn, glaube ich, von dem Roboter ist ja einer von den Köpfen vom King Ghidorah. Genau, der Kopf, den wir, wie wir vorher schon gesagt haben, in der Mit- oder Post-Credit-Scene von King of Monsters gesehen haben. Das ist noch nicht ganz raus, ob's der ist. Ja, aber es ist doch logisch. Wenn ich den Kopf in der Post-Credit-Scene sage und danach habe ich in einem anderen Film wieder einen Kopf, werden sie nicht sagen, aha, verarscht, das war nicht der Kopf aus der Post-Credit-Scene, sondern das war andere. Gerüchteweise ist aber der Charles Dance, also das ist ja der Bösewicht vom King of Monsters, eine ganz andere Organisation, und es gab ja noch einen Kopf, der ins Meer dann auch gefallen ist. Also es sind insgesamt 2 Köpfe, glaube ich, zur Verfügung gewesen, weil den dritten hat ja der Godzilla, glaube ich, komplett vernichtet oder so. Das heißt, es kann sein, dass es noch einen Kopf gibt. Ich glaube es nicht, hau ab. Okay, gut. Dann, wenn der Kani das nicht glaubt, dann ist es so, wie er das sagt. Falle. Jedenfalls, dieser Roboter hat halt so eine krasse Energiequelle durch diesen Schädel vom King Ghidorah, weil die das halt da mit Telepathie und was weiß ich und 1000 Nervensträngen an diesen Mechagodzilla ranheften. Das gibt so eine Strahlung ab, dass das den Godzilla vollkommen irre macht, weil er sich denkt, ja Kruzifix, der ist nur ein Alpha, das gibt's ja gar nicht, verdammte Scheiße. Die Strahlerei noch einer tue, ich flipp aus. Die Strahlerei ständig, genau, richtig, und dann flippt er wirklich aus. Ja, da war er auf 180 gehen. Deswegen hat er ständig dann alles mögliche Angriffe, unter anderem auch Fabriken, wo Menschen arbeiten, weil in diesen Fabriken über die ganze Welt hinaus dieser Mechagodzilla Stück für Stück zusammengebaut worden ist. Und in Hongkong ist eben wie ich finde, es ist immer ein sehr cooler Bau, wenn man Pyramide baut, die Pyramide des Bösen ist, wo der Mechagodzilla dann fertig zusammengestöpselt worden ist und sie dann irgendwann verselbstständigt, weil auch der Mechagodzilla denkt die Menschheit ist nie und immer der Alpha, sondern ich bin's. Das ist ein richtiger Alpha-Fistfight da in einer Tour. Ja, genau. Tja, und dann rumpelt der Mechagodzilla in den finalen Kampf vom Godzilla und dem King Kong und ja, klöppelt da mal ordentlich mit. Aber ordentlich, da gibt's einen richtig coolen Kampf. Und eben dann meint der Mechagodzilla, er kann einfach mal den coolen Move vom Godzilla abkupfern und ihm einen Kopf weglasern. Aber der Kong greift dann ein, der kurz vorm Abnippeln war, aber dann mit einem Elektroschock, der ganz Vegas eine Woche betreiben könnte, meine heißt, wird er wiederbelebt. Ist auch eine Hommage an den alten King Kong vs. Godzilla, da ist aber irgend so ein Blitzsturm oder selbst gewesen, der ihn wieder auf die Beine holt. Ja, und dann kommt der und haut erstmal den Mechagodzilla weg und dann gibt's einen fetten Triple Threat. Da haben sie sich ein wenig was von uns abgeschaut. Ja, und dann endet es natürlich so, dass Godzilla und Kong sie umarmen und sie ab dem Moment dann eigentlich fast schon lieb gewonnen haben. Küssen sie streicheln sie ein bisschen, ja. Genau, und dann steigt der Kong auf den Rücken vom Godzilla und sie
Genau. Und wir Den Sonnenuntergang. genau. Davor gibt's nur eine Szene, da ist eine Schwarzblende, da soll man nicht sehen, was passiert, aber man hört's. So ganz lautes Schmatzen. Ja, genau. Wie man es also kennt, Monster-Schmatzen. Ja, genau, wie man es halt so kennt. Und weil wir jetzt ja an Mechagodzilla schon rausgehauen haben, möchte ich nur ein cooles kleines Easter Egg raushauen. Und zwar der Bernie, der auch was Cooles macht, und zwar einen Podcast, der hat ja einen Whisky dabei. Und der Whisky nennt sich Kazunari. Und Kazunari ist der Darsteller von Mechagodzilla in den beiden Filmen aus 74, 75. Also der Kazunari Mori hat dieses Kostüm damals getragen. Das ist jetzt auch wieder so eine Information, wenn Sie jetzt, weil die Beschränkungen sind jetzt weg, irgendwo beim Fluggesatz oder auf einer Party. Jo. Und es ist gerade betretenes Schweigen, weil mal wieder irgendjemand, weiß ich nicht, die News vom Laschet oder so gelesen hat. Dann haut's einfach mal so eine Info raus und schon ist die Stimmung wieder ganz oben. Das stimmt, ja. Habt ihr es eigentlich gewusst? Genau. 1962 bei King Kong vs. Godzilla hat der King Kong statt am Hacke, wie in dem Neuer, einen Bamm an Godzilla ins Maul eingerinnt. Na. Und wisst ihr es eigentlich, dass der King Kong bei Godzilla vs. Kong an Godzilla das Maul auseinanderreißen wollte? Und das ist auch eine alte Hommage an so einem alten King Kong Schenkelklopfer. Das macht er nämlich fast allweil schon im 33er Original und auch in der Jackson-Verfilmung wollte der T-Rex das Maul auseinanderreißen. Das sind alles, also ich sag's euch, wenn es da nicht instant flachgelegt wird, dann dürft's uns eine Beschwerde schreiben, weil wir reden da mit den Damen, weil da läuft irgendwas verkehrt. Ja, ganz genau. Oder auch mit den Herren, weil diese coolen Infos dürfen natürlich auch Frauen raushauen. Oh Gott. Das habt ihr uns Erlaubnis. Also ganz im Ernst, da war ich dann schon leicht verwundert, aber auch sofort verliebt. Ich darf instant auf Knie fallen und dann sagen, möchtest du mich jetzt sofort ehelichen? Nimm mich. Genau, nimm mich hier auf der Küchentheke. Draw me like one of your French girls. Hat dir nur irgendwas gefällt in dem Film? Also dazu sagen, naja, wenn man schon Mechagodzilla einbringt, dann hätte man schon gleich einen Baby-Godzilla noch hinterherhauen können. Ja, vor allem der Baby-Godzilla, den hätte man unbedingt noch braucht. Nein, mir hat jetzt nichts gefällt. Ich hatte gemeint, weil in unserer letzten Folge, da habe ich mich auch noch informiert, so mit denen, was so kämen soll beim Godzilla vs. Kong, und da hat es ja geheißen, dass die Monster aus King of Monsters alle nochmal einen Auftritt haben sollten, aber die habe ich vergeblich gesucht. Das war anscheinend... Doch, die waren da. Die waren gleich ganz am Anfang. Maximal, ich wollte gerade sagen, maximal im Intro bei den Dingen, die sie da durchgestrichen haben, oder? Ja. Tolle Wurst. Das ist wieder eine Frechheit gewesen. Ich hätte die Monster alle gern nochmal irgendwie ein bisschen in Action gesehen. Ich glaube, das ist halt so, wenn man als Regisseur ständig gefragt wird, ja, und kommt dann das, Genau. kommt das, und dann ja irgendwo sagen, ja, sag. Fallis, kommt alles. Natürlich haben wir alle anderen Monster einfach, ja, der Bryan Cranston kommt wieder. Ja, als Monster. Aber es ist ein cooles Intro auf alle Fälle, mit dem so aufgeführt wie so ein Turnier. Dann wieder ein Monster kämpft gegen das, eins durchgestrichen, rutscht weiter nach oben, das nächste Monster, dann meine ich, die ist doch der Godzilla und der Kong, stehen dann einmal so da mit Höhenangaben und Gewichtsangaben wie beim Boxen. Finde ich ziemlich cool gemacht, das ganze Intro. Und das sind ja anscheinend bei die Schauspieler werden dann neben immer Sätze einblendet eigentlich, die anscheinend schon eine kleine Geschichte schon ein bisschen verzeihen, was die Figur denn in dem Film erreichen wird und für was das die Figur ist, aber das sind so schnell weggestrichen, dass man es nicht lesen kann. Kann man mit dem Internet nachlesen. Ich mag es euch nicht vorlesen, ich mag nicht. Wirklich nicht. Ja, also meistens das, was im Internet steht, das stimmt ja nicht. Ja, hat man gesehen mit den Monsterangaben für Godzilla vs. Kong. Die waren nur kurz eingeblendet, das zählt überhaupt nicht, also waren es gar nicht dabei. Ja. Scheiß Internet, kotzt mir das an. Aber was uns nicht so kotzt, ist natürlich unsere Filmbewertung, was uns gefallen hat und was nicht. Und da darfst du gleich mal weitermachen. Ja, der will gleich weitermachen. Was mir besonders gefallen hat, ist der Finalkampf bei Nacht mit den in Neonfarben beleuchteten Hongkong. Ich finde, das hat einfach so geil ausgeschaut und dann noch der Laser-Ding vom Godzilla dazu und das Hacki leicht und alles sehr leicht und ist bunt und so. Das war halt als Teil im Volksfest mit einem Karussell fahren. Und und zuschauen, wie sie Monster zuhauen. Das hat einfach geil ausgekauft. Das fand ich richtig, richtig stark inszeniert. Mhm. Und was mir nicht so gefallen hat, ist in dem Fall ein bisschen schwer, weil ich finde echt, das ist eine richtig perfekte Monsterkloppe gewesen. Und wenn ich mal was ankreiden muss, dann dass ein Kong nicht geholt haben, dass er sich von Haus aus mit dem Godzilla schluckt und ich das jetzt halt falsch gesagt habe, deswegen. Ah ja, okay, gut. Also bin ich mal wieder schuld, dass ich die verbessert habe. Nein, das ist halt dann der Schreiberling ist halt dann schuld. Ja, stimmt. Weil es der anders geschrieben hat, der Sautyp. Wer hat da eigentlich geschrieben? Ich glaube, das war der, wie heißt der, Michael Dougherty, war das nicht der Regisseur vom zweiten
Hey, Saudepp, was schon, den zweiten Film hast du schon nicht richtig gemacht, so wie ich es haben wollte, und dann kannst du die Geschichte nicht mehr so schreiben, dass ich richtig verzeihen kann. Ah, da waren mehrere dabei. Ja, aber der ist auch dabei gewesen. Der hat auf alle Fälle eine Rückhand reserviert. Ja. Wahrscheinlich hätten sie von Anfang an das genauso gemacht, dass ein Kong einfach auf den Godzilla losgelassen hätten und dann ist er hergekommen und hat gesagt, nein. Bloß weil der Film Godzilla vs. Kong war, muss man das nicht gleich so offensichtlich machen. Nein, und der Dialog war auch so gewesen, da garantiert er, dass das Skarsgård gesagt hat, hey, der Godzilla dreht durch, jetzt holen wir einen Kong, dass der einen Godzilla schluckt. Das war der Urdialog, da bin ich mir sicher. Dass er den Schwitzkasten nimmt. Hörst du auf? Ja, genau. Stapsis. Aber da werden nicht einmal mit Schwitzkasten nehmen. Okay. Ja, dann darf ich weitermachen, oder? Für mich war absolut positiv, oder das Positivste an dem Film, dass das Verhältnis Monster zu Menschen diesmal komplett richtig war. Die Menschen waren nie so präsent, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ja, wir haben es verstanden, ja, könntest gegen die Monster nichts tun, und egal was immer dort, das funktioniert nicht. Und die Monster machen genau ihr Ding. Die haben einmal ruhigere Momente, dann sieht man, wie die sie wieder kloppen, dann sieht man wieder ganz andere Monster. Das sollte man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen, dass ja auch gerade in dieser Zwischenwelt, in der Hollow Earth, sieht man auch das eine oder andere Urzeit, Viechi-Monster, wo sie ja richtig geil Mühe gegeben haben. Also zum Beispiel an der besagten Halle, wo ich ganz am Anfang ja gesagt habe, gibt's dann so Fledermaus-Eulen-Monster, die total geil ausschauen. Weil die ausschauen, das warten total voll. Fand ich super. Und was mir nicht gefallen hat, so, jetzt komme ich wieder mit einem für mich ganz offensichtlich ganz schlimmen Logikfehler in so einem Film. Ich meine, das ist ja schon bescheuert, dass ich mich da über Logik aufreg, weil sagen wir mal, das muss man halt ausblenden, aber in dieser Halle, wo der Kong ist, der ist nämlich in der Halle von der Hollow Earth, wo er dann seine Axt findet und seinen Thron, und da ist es seine Heimat, und da gefreut er sich und sein Hacke, ja. Und dann ganz rein zufällig, direkt über ihm ist Hongkong. Wo zufällig ja gerade der Godzilla auftaucht, weil er ja zum Mecha-Godzilla eigentlich möchte. Dann aktiviert der Kong gerade das Hacke und gibt einen Haufen Energie frei, und das spannt dann der Godzilla und denkt sich, ja Gott, was ist denn unter mir los? Ja, dann baller ich doch dann mal ordentlich mit meinem Mundgeruchsstrahl runter in die Halle, und tatsächlich, es ist direkt unter ihm, und dann brüllt er dann natürlich runter und der Kong brüllt hoch, und ich hab mir gedacht, ja, genau. Ja, aber jetzt stell dir vor, der war nicht unter Hongkong gewesen, sondern war irgendwo unter Amerika gewesen. Dann hätten noch 3 Stunden zuschauen müssen, wie der Godzilla, der Kong, sich mit die Hubschrauber wieder um die Welt rumfliegen lässt. Jedes Mal, wenn sie irgendwas einführen, wo man sie denkt, ah ja, geil, das ist so ein Ort, da waren die ja offensichtlich früher schon, und es sagt ein bisschen was von der Geschichte von Erna, zerstören sie. Den Tempel zerstört man mit einer Atombombe oder Wasserstoffbombe oder was weiß ich. Und die einzige Halle wahrscheinlich, das einzige irgendwie Gebäudeähnliche in dem Hollow Earth zerstören sie auch. Ja, wenn er halt stinksauer ist, dann lassen wir da halt oben, lassen wir halt einmal. Ja, lassen wir ja eh. Du weißt wie es ist, wenn man Hollow Knight spielt zum Beispiel, dann möchte ich auch gerne das einzige Ding, in dem ich wohne, kaputt hauen vor lauter Wut. Also das war wirklich so der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, ach Kim, bitte, da hättest du euch doch Mühe geben können. Da hätte doch der Strahl ab, weiß ich nicht, 500 Meter weiter weg von der Halle runterkommen können. Ja, aber dann ist ja kein Logikloch, sondern die stört einfach nur, dass die Halle kaputt gemacht haben. Na, schon also für mich ist die Schwäche wirklich das, in dem Moment ist rein zufällig der Godzilla mitten über ihm. Zirp. Also ich hab gedacht, du beißt gerade vor Wut in deinen Tisch. Achso, nein, mir ist das wurscht. Achso. Mir war das wurscht. Ich sag lieber so, als dass ich dann 3 Stunden zuschaue, wieder um die Welt rumlauft, weil er ganz woanders gewesen ist. Ach, geh weiter. Die müssten ja auf der gleichen Hänge sein. Sag mir du lieber, ob man in dem Film Titten sieht. Ja, an Kong seine Haarigen. Die schauen aus wie die von Mike. Aha, also Titten singen wir. Singen wir dann Trompeten auch? Nein, den hat anscheinend über zwischen die Vierseits wirkt wie der Buffalo Bill bei Schweigen der Lämmer. Und sehen wir tote Tiere? Ja, sag mal. Wo sind? Ja, den komischen Flugsaurier-Drachen.
Ja, die Cobra. Den er geil aus dem Kopf aussauft. Ja, das war ein bisschen widerlich, aber das fand ich schon cool. Ja gut, dann haben wir zwei über Godzilla vs. Kong gesprochen. Ja. Tatsächlich, nachdem wir es im Kino gesehen haben. Richtig weil unsere fleißigen Hörer, die ja unsere Monsterverse-Folge gehört haben, wo wir über alle 3 Filme, die davor rausgekommen sind, gesprochen haben, werden sie bestimmt danach auch erstmal ein Glas Wein eingeschenkt haben, weil es so traurig waren, weil wir das nicht im Kino anschauen haben können. Aber jetzt dürft ihr euch eine Flaschenwein einschütten und das feiern, dass wir das im Kino gesehen haben. Genau, richtig. Echt richtig geil. Wir wollen Beweisbeitel. Haut es in die Story ein und verlinkt es uns, wie es pumpenvoll mit einer Flasche Wein rumflackt. Kani, was der von unseren Hörern sonst noch machen? Ja, wie immer, liken und teilen und das Ding weiterempfehlen und an alle Kollegen, die das nicht hören von euch, denen ihr verpasst, vielleicht auch so einen Stecker in Hol sein, wieder Kong beim Godzilla. Aber wie immer kein Aufruf dazu, das echt zu machen, das soll rein nur Metapher sein. Ja, ihr wisst doch, wir meinen das immer witzig. Genau, das ist nie ernst gemeint, aber haut sich einen Baumstamm in den Hals rein und sagt, Herz jetzt endlich Viva la Movilusion, weil ich ausrast. Genau. Dann auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und habt ganz viel Spaß im Kino, so wie wir. Wir haben ja bald schon wieder alle Filme gesehen, also die Kinos dürfen sich wieder Mühe geben und mehr Filme aus sie ballern. Schon. Und ansonsten hören wir uns bis zur nächsten Folge beim besten Podcast der Welt. War es nicht der affenstärkste Podcast im Monsterverse? Oh Gott. Servus.